Hier in der Pension Zweite Heimat in Landsberg am Lech bietet Susanne Döbel Gästezimmer an. Zudem betreibt sie ein Nähatelier mit Esther Schulte. Ich schaue schon mal hier nach den Säcken, wenn die Laila gleich kommt. Eine Kundin will sich eine Jacke nähen lassen. Für ihre Wertstoff-Couture mit Stoffen aus zweiter Hand verwenden die Frauen auch Kaffeesäcke. Den finde ich auch super schön hier vom Druck her. In dem Fall ist klar, mit Kaffeesack auf jeden Fall. Und dann mal schauen, welche Stoffe und auch welche Haptik, ob das was mit Fell ist oder was ganz Seidiges. Und auch, wie sie dann darauf reagiert, das ist immer wieder ja, wie eine Geburt so ein bisschen. Die Kundin ist Laila Stieler und gerade zu Gast in der Pension. Vergangenes Jahr war die preisgekrönte Drehbuchautorin aus der Uckermark schon einmal hier und hat sich eine Jacke für die Berlinale ausgeliehen. Jetzt will sie sich eine eigene nähen lassen, mit Kaffeesack. Ich mag den Stoff sehr, ich mag diese Struktur und ich mag vor allen Dingen, was sie damit machen, diese kreativen Ergänzungen zum Kaffeesack, ja. So, das finde ich ganz schön und bunt und hat mir gut gefallen, ja. Gleich nebenan ist das Atelier. Die geliehene Jacke gibt sie bei der Gelegenheit zurück. Ja, Laila, da bist du. Wieder mitgebracht. Schweren Herzens. Dein Premiere-Jäckchen. Ja. Werden wir uns jetzt genau an dem Schnitt orientieren? Nun wollen die Modemacherinnen herausfinden, welcher Kaffeesack für die neue Jacke in Frage kommt. Das ist jetzt auch nur ein Schriftzug. Das ist ein indischer Kaffeesack. Vor 5 Jahren hatten die Freundinnen die Idee, gebrauchte Kaffeesäcke mit überwiegend alten Stoffen neu in Szene zu setzen. Es gab ja mal diese Bewegung Jute statt Plastik in den 70ern. Ne? Das ist es nicht so ganz. Es ist auch die Kunst einfach, ne, die auf diesen Kaffeesäcken ist, wo die Erzeuger sagen, ja, wir wollen uns ausdrücken über den Sack, wir wollen zeigen, wer wir sind. Das ist was sehr, sehr Schönes und sehr Ansprechendes. Es ist viel zu schade, um das wegzuschmeißen. Und welche Stoffe würden Laila Stieler zu dem Kaffeesack gefallen? Der ist toll, ne? Beide Seiten, ne? Super Genau. schön, ne? Ja. Der Stoff wird nicht reichen. Doch was passt dazu? Etwa dieser Samt eines ehemaligen Vorhangs? Ein wunderschönes, leuchtendes Rot. Oh, das ist jetzt aber eine schwere Entscheidung. Also das beides sieht irgendwie toll aus miteinander. Finde ich auch. Also was mir so ein bisschen Bauchschmerzen macht, ist, dass es 2 komplett verschiedene Stoffqualitäten sind. Ne? Also der Samt und das. Ja. Die 2 zum Beispiel, die sind ja aus einem Guss, kann man jetzt sagen. Das sind auch echte Retro-Stoffe. Ne? Also der ist, glaube ich, wirklich so ein 50er-Jahre-Stoff. Die Stoffe finden Sie auf Flohmärkten, bei Geschäftsaufgaben und über das Internet. Kann Laila Stieler sich ihre neue Jacke schon vorstellen? Ein klein bisschen, aber ein großes bisschen auch noch nicht. Da lasse ich mich überraschen, das finde ich spannend. Die beiden machen sich sofort an die Arbeit, denn in 2 Tagen soll die Jacke fertig sein. Dann muss Laila abreisen. Erstmal heißt es jetzt, ordentlich ausschütteln. Die sollen hinterher natürlich nicht mehr stauben. Und auch die mit anderen Stoffen dann zusammenzubringen, ist nicht ganz ohne, weil wir lieben ja die Kontraste. Das Schnittmuster können Sie von der Jacke nehmen, die Laila zur Berlinale ausgeliehen hat. Die Verarbeitung des Stoffes ist jedoch herausfordernd, weil Sie nur dieses Reststück haben, von dem Sie möglichst viel verwenden wollen. Esther ist ausgebildete Schneiderin. Susanne hat das Handwerk von ihr gelernt. Beide sind Mitte 50. Trotzdem haben sie den Neuanfang mit ihrem Modelabel Wertstoff Couture vor 2 Jahren gewagt. Vielleicht ist das so ein bisschen die Philosophie, ne? Dass es eigentlich nie aufhört, spannend zu sein, das Leben. Und wenn was so stark ruft und man so stark angekickt ist, dann sollte man dem Ruf auch folgen. Das ist egal, wie alt man ist, finde ich, oder? Und dieser Ruf führt die beiden auch immer wieder nach Herrsching am Ammersee. Hier gehen Esther Schulte und Susanne Döbel auf Schatzsuche. Und zwar in der hiesigen Kaffeerösterei. Ich hoffe, dass das dabei ist, was wir schon sehr, sehr gut verarbeiten konnten. Meinst du den Elefant? Ja! Wir lieben den Elefanten. Ja, Kaffeesack, schön. genau. Mal schauen, vielleicht hat sie einen da. Seit letztem Jahr schauen die beiden gelegentlich bei der Kaffeesommeliere Stefanie Leonhardt vorbei. Sie röstet ihre Bohnen selbst, die sie über Direkthändler von Bauern in Afrika, Asien, Mittel- und Südamerika bezieht. Für die Modemacherinnen legt sie Säcke mit besonderem Aufdruck zurück. Das ist einmal Honduras hier, das Ja, finde wow. ich ganz schön. Ja, wow.
Sehr schön. Also hier habe ich jetzt den von dieser Kooperative. Wunderbar. Für eine Tasche zum Beispiel. Super. Genau. Und der ist total schön fest. Ja. Ganz, ganz toll. Habe ich natürlich. Ja. Ist er da? Der Elefant ist da. Ist er. Der ist Sehr so schön. Ja, wir wollen Elefanten. Habe ich noch einen aus Indonesien? Wow. Da sind auch neue diesmal dabei, die wir noch nicht kennen. Und das ist total inspirierend für uns. Also es arbeitet schon, was wir so für Stoffe im Atelier haben, wie wir das kombinieren können. Und was sagt Stefanie Leonhardt zu dem Upcycling ihrer Kaffeesäcke? Ich freue mich total, dass diese Kaffeesäcke einfach so eine wunderbare Verwendung finden, weil wir Röster die eigentlich unbenutzt irgendwie weggeben würden. Und ich gebe die ja auch so an die Kunden weiter und die machen dann eine Umhüllung für ihre Blumentöpfe im Winter oder nehmen es fürs Sackhüpfen für ihre Kinder. Das ist auch super, aber in dem Fall ist es natürlich ganz besonders, dass die einfach so eine ganz tolle Verwendung finden. Klar, dass die Frauen auch einen Kaffee mitnehmen. Und als Dankeschön für die Säcke geben sie eine Spende. Stefanie Leonhardt sammelt für das ambulante Kinder- und Jugendhospiz in Dießen. Mit neuer Beute geht es jetzt zurück nach Landsberg am Lech. 2 Tage später. Die Jacke ist fast fertig, trotz der knappen Zeit. Gleich wird Laila sie abholen. Zum Glück hat alles toll gepasst einfach. Und wir sind richtig glücklich mit dem Design auch. Und wir sind so gespannt, wie es gleich ausschaut an der Laila. Ne? Laila Stieler bringt ihre Mutter mit. Der große Moment. Die Jacke haben sie genäht aus einem äthiopischen Kaffeesack und etwa 70 Jahre alten Stoffen. Und wie fühlt sich Laila Stieler darin? Es hat ein bisschen was, in einem guten Sinne, wie von der Uniform. Ja? Ich fühle mich so ein bisschen so gestärkt. Ihre Mutter Barbara Junge war anfangs skeptisch. Vorgestern konnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen, dass das was wird. Naja, das ist ein Kompliment. So ist es den Modemacherinnen mal wieder geglückt. Sie haben alten Stoffen ein neues Leben geschenkt. Das Denken in so Zyklen empfinden wir als sehr gesund und sehr natürlich. Und die Arbeit mit einem Material wie dem Kaffeesack ist natürlich genau das, ne? Dass man in Zyklen anfängt, wieder zu denken. Und das hat uns so stark angekickt, es war irgendwie klar, das wollen wir jetzt machen. Ja, genau das. Also mit Dingen arbeiten, die schon da sind. Und das versuchen Susanne Döbel und Esther Schulte mit ihrer Wertstoff-Couture jeden Tag aufs Neue.